und somit grüß dich zurück zu No Man's Sky. Ich habe vor geraumer Zeit im Community Tab aufgrund einiger Einstellungsdinge und Spiele-Dinge erwähnt, No Man's Sky habe ich einen Spielstand vorbereitet. Ich weiß nicht, wie lang diese Aufnahme sein wird. Wird sie eine Folge oder wird sie 2 Folgen sein? Ich möchte dich, wenn du mich schon länger verfolgst, oder diesen Kanal zumindest länger verfolgst, ich möchte dir zeigen, was da auf dich zukommt. Genau. Ich habe nämlich vor, das Spiel zu zeigen, allerdings in Staffeln und eher themenbezogen. Story mit Kämpfen, Bauen, Erkunden etc. No Man's Sky ist ja kein kleines Spiel, gell? Und wo soll ich anfangen? Ich habe an den Einstellungen etwas verändert. Fangen wir bei den Einstellungen an. Das ist hier. Und zwar allgemein. Nö, da war es nicht. Anzeigen, Schwierigkeitsgrad. Und zwar. Ich bin jetzt circa bei 70 Stunden in diesem Spielstand. Bin hergegangen, habe die natürlichen Ressourcen auf ergiebig hochgeschraubt. Warenverfügbarkeit ergiebig. Inventarlimits, ja, Standard, ist ja normal. Und, kurz noch einen Blick. Ja, Entschuldigung. Änderung von was? Schwierigkeitseinstellungen, ja, das ist aktiviert, bla bla blub. Und Inventarübertragungsreichweite unendlich. Mehr habe ich nicht gemacht. Daraus ergibt sich ja auch schon, wie du hier links oben siehst, ein relativ gut gefülltes Konto. Nanit müssen wir ein bisschen aufbauen. Ja, und ja, ich war ja zwischendurch 70 Mal einkaufen und verkaufen. Wir sind hier auf einem grünen Planeten, wie du siehst. Toxische Level und Radioaktivität halten sich gediegenermaßen in Grenzen. Wir sind hier, ja, hier gibt es eigentlich keine Wächter. Hier kann man wunderschön ein bisschen dahin grinden. Privat mache ich es sowieso. Und was soll ich sagen? Genau. Jetzt hast du das Datum gesehen. Heute ist der 2.2.2025 um 22:26 Uhr. Richtig. Boah, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, dir zu erzählen, was hier alles von sich geht. Wir haben natürlich bereits einen Frachter, einen der ersten, den du kriegen kannst. Zig Kämpfe habe ich schon hinter mir. Schön langsam komme ich auch da rein. Und ja, wie du rechts unten siehst, baue ein Konstruktionsterminal. Wir müssen uns ja noch die zig Techniker holen. Es ist nun, hier ist unser Frachter. Es ist nicht lange her, ein paar Tage nach dem No Man's Sky Update Worlds 2 und dem darauf folgenden Patch, ich glaube 5.50 und 5.51. Genau, das war das ganze Tralali und Tralala. Wie du siehst, unsere... Achso, ich habe ja keinen... ja, das ist unser Frachter, wie du siehst. Kurz und schmerzlos. Es gibt ja nicht viel. Ich könnte zig Stunden jetzt erzählen, was alles geschehen ist. Allerdings will ich das jetzt nicht. Ich möchte dir kurz und schmerzlos, vielleicht schaffe ich es auch in dieser Episode, zeigen, was hin und her und tralala. Hier verschiedene Dinge, die halt so zusammengekommen sind. Multiwerkzeug, Erweiterungsplatz, Warp-Hyperkern etc., Frachtshot für den Frachter und geborgenes Fregattenmodul. Wunderschön. Natürlich. Exo-Anzüge können wir eigentlich ausstatten, noch die Plätze. Ich habe, zeige ich dir gleich, genug Dinge gefunden, beziehungsweise diese komischen... wo ist das drinnen? Weiß ich nicht.
Nein. Wo war denn das drinnen? Ja, sorry, zwischen der letzten Aufnahme und dieser ist ein bisschen Zeit vergangen. Wir sind hier auf diesem Planeten. Ich glaube... Nice Hope. Ich glaube, hier sind wir. Wie du siehst, Biom erstickende Luftfeuchtigkeit, vereinzelt Wächter, Flora zahlreich, Fauna reichhaltig. Ich habe mir diesen ganzen Spielstand eigentlich mit uralten Knochen und diesen komischen Kristallen, die da in der Luft schweben, erarbeitet. Es war viel Arbeit, ja, muss ich zugestehen. Ich habe auch etliche Siedlungen wieder gelöscht, aber vorerst werden wir uns auf 2 oder 3 Basen beschränken. Diese hier ist mit dieser kleinen Siedlung hier verbunden. Das, wie heißt das? Dieser Basiscomputer steht hier herinnen. Gut verdeckt und gut geschützt. Und hier drin habe ich mal einen kleinen Anfang gemacht. Durch diesen Berg durch, etc. Und den Rest siehst du dann, wenn wir mit den Grunddingen fürs Let's Play beginnen. Genau, machen wir es kurz und schmerzlos. Ich höre mich heute an wie ein Politiker. Na gut. Wo war das mit dem Protokoll? Hier. Wie du siehst, unter dem Rebellenstern. Das müsste sein... Warte ein bisschen. Unter dem Rebellenstern. Wieder die rote Maschine. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das... die Geschichte ist mit dem... Ich will dich jetzt nicht anlügen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das nicht das Ding mit der Bürgermeistersaufgabe ist. Bin ich mir jetzt nicht sicher, werden wir später machen. Ausbau der Basis, hast du gerade gesehen. Konstruktionsterminal bauen, bla bla bla. Absprungkapseln habe ich noch einige gefunden. Was ist hier rüber? Erkundungsanleitung, industrielle Begutachtung, fortgeschrittene Energie und Ressourcen, den Bau einer Industrieeinheit erlernen. Frachterkommando, baue Flotten auf, bla bla bla. Träume von der Tiefe, Signal untersuchen, Basiscomputerarchive. Das war, ich spiele derzeit auf der PS4 Pro. Ich habe ja die PS4 außer Dienst gestellt, BZW. Die macht woanders ihren Dienst. Muss ich schauen, ob es diesen Bug noch gibt. Da war mir, ich glaube, dass das ein Bug war. Ich wurde immer wieder zu Orten geschickt, wo es ja im Prinzip immer das gleiche gab. Keine Ahnung. Ein Planet in Not, genau das ist das mit der Siedlung und dem Bürgermeister. Ja. Und hier Absprungkapsel und planetare Mineralien, bla bla blub, aufspüren und scannen. Für die irgendeine Entdeckergilde oder so irgendwas. Das werden wir uns später anschauen. Auf der Anomalie war ich bereits in der Videobeschreibung. Sind verlinkt die Let's Plays des Gronk damals, des Voucher damals und meine damalige erste Reise mit knapp 20 Episoden oder so, wenn es dich interessiert. Bitte nur, wenn es dich interessiert. Und, Entschuldigung, wir müssen dann nochmal auf die Weltraumanomalie. Beherbergt einige andere Reisende, manche von ihnen helfen dir auf deiner Reise, indem sie Upgrades aus Nanit herstellen. Andere wiederum bitten dich vielleicht um Hilfe bei ihrer eigenen Reise. Die Weltraumanomalie kann im Schnellmenü aufgerufen werden, wenn du dich im Weltraum befindest. Genau, das ist einmal dies. Ich will offen und ehrlich gesagt gestehen, ich bin derzeit bei knapp, habe ich glaube ich schon erwähnt, 70 Stunden diesen Spielstand und der war eine Menge Arbeit. Genau. Dementsprechend schaut es auch auf der Galaxiekarte aus. Ich sag's dir ehrlich, wie es ist. Jetzt werden wir... Habe ich hier überhaupt... Nee, habe ich hier noch nicht. Doch, da drinnen habe ich so eine aufgebaut. Natürlich habe ich einen zweiten Planeten.
wo ich eine Siedlung, eine Basis aufgebaut habe, um an genügend Kohle zu kommen. Ah ja, genau. Der Lagerbehälter kann ich dir auch gleich zeigen. Schau her. Ist auch rappelvoll eigentlich. Ich habe das mit Absicht gemacht. Ich möchte mehr Inhalte, weniger Grind. Genau. Kurz und schmerzlos. Das hier schicken wir rauf auf den Frachter. Ja. Genau. Das schicken wir zum Frachter hinauf. Wenn ich ihn erreiche. Schauen wir mal. Frachter. Blub. Na bitte. Dann können wir das nämlich in den Lagerbehälter. Fertig. So. Kurzen Augenblick. Ich möchte noch schnell was machen. Und zwar... Ja, ich war schon auch fleißig einkaufen auf der Anomalie. Ich werde aber weitergehend nochmal einkaufen, eine kleine Runde. Wir werden Du wirst die Anomalie selber auch nochmal sehen, versprochen. Aber fürs Let's Play jetzt an sich selber bin ich so vorgegangen, ohne dich. Bitte sei mir nicht böse deswegen. Und ja, No Man's Sky... Und ja, No Man's Sky wird sehr farmlastig. Kurzer Blick. Platzierte Teile bearbeiten, den kann ich hier. Dann stellen wir hier hinten eine Mauer auf. Blub, blub, blub. So. Können wir dabei so lassen. Was wollte ich jetzt? Ah ja, so ein Basisteleporter-Modul. Was brauche ich da noch? Metallplatten und Kohlenstoff. Nanorohr 2 Stück. Blub. Genau. Jetzt können wir... Na, 4 Metallplatten. Okay. Zack. 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 So, stellen wir hierher. Dann zeige ich dir noch eine kleine Basis. BZW. Was alles an Basen derzeit so zur Verfügung steht. Ja, ich weiß. No Man's Sky hat ja keine Basen, beziehungsweise hat ja keine kleine Welt zu bieten. Und daher dieses kleine Malörchen mit der Vorproduktion des Spielstands. So. Nur wieder reinkommen. So. Schau her. Natürlich, hier kommen noch einige Basen weg. Das zeige ich dir aber alles noch. Kristall und Knochen. Hier auf diesem Planeten gibt es zwar zig Millionen Wächter, habe aber trotzdem versucht, die Kristalle und diese schwebenden Kristalle abzufarmen, um eben weiterzukommen. Und wir verschwinden nun kurzweilig mal auf diesen einen Planeten, den ich angesprochen habe. Ja, weißt du was? Nach einem kleinen Schnitt sehen wir uns gleich wieder. Wir sind hier auf Rofi. Genau, bisschen entfernt, wie du siehst. Dieser Planet ist wieder komplett konträr zum anderen. Und ja, ist aber relativ schön zu bearbeiten. BZW. Wir werden hier mal auftanken. Wie gesagt, ich weiß circa... Boah. Ich glaube im November oder Dezember des letzten Jahres war ich hier mal drinnen. Ich habe die PS4 eigentlich lange Zeit ruhen lassen. Vorheriger Basisgegenstandsspeicher, da haben wir ein bisschen was. Das behalte ich da drinnen. Und wie gesagt,
da geht was auf diesem wunderschönen Planeten. Wie das Ganze aussieht, kann ich dir zeigen. Vielleicht finden wir ja etwas auf die Schnelle. So. Ja, genau. So ungefähr sieht das Ganze aus, wenn ich wieder mal Bock habe, zu Hause ein bisschen herumzueiern und nichts zu tun. Hier auf diesem Planeten ja, circa immer mal eine Stunde über diesen Planeten zu fliegen und zu schauen, ob ich mir wieder was ranfarmen kann. Genau. Diesen Bock aber allerdings, muss ich gestehen, habe ich nicht immer. Und man könnte rein theoretisch, ich sage jetzt mal eine Fantasiezahl, bei Milliarden Galaxien kann man ja Milliarden Jahre nur mit No Man's Sky verbringen. Weil es eben so groß ist. Ach, diese eine Pflanze, die da jetzt rechts war, die leuchtende, die dürfte durch das Worlds Update neu hinzugekommen sein. Du darfst mich hier hingegen aber nicht fragen, was dieses Update alles zu bieten hatte. Es kamen, glaube ich, mittlerweile 30 Updates für... oder 25 Updates für No Man's Sky. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, mich da durchzulesen. Nö, da lese ich lieber ein Buch, ein gutes. Sind ab und zu ja Stephen King Bücher schon sehr zäh im Sein und sehr langatmig. So ungefähr kann man das vergleichen. Mal schauen, vielleicht finden wir was. Warte bis wir werden dort oben mal aussteigen und mal die Umgebung scannen und dann schauen wir mal, ob wir Kristalle finden oder diese metallischen Arme oder wie die heißen. Normalerweise, ich weiß jetzt nicht, inwiefern dieser Respawn des Spiels funktioniert, in welchen Tagesabständen das funktioniert oder sonstigen Kack. Aber für normalerweise, wenn du hier so ein bisschen herumfliegst, sollte eigentlich bald mal einiges spawnen. Oder bisschen nein. Wir fliegen in keine Richtung einer Basis, die ich habe hier 2 oder 3 Basen. Eh nur so kleine, wo ich immer wieder was ablegen kann, wenn ich bei einer in der Nähe bin. So, wir landen hier mal. Und nein, das flüsternde Ei greife ich nicht an. Ah. Schwebender Kristall. Dort fliegen wir mal hin. Damit du kurz und schmerzlos siehst, wie ich mir dieses ganze Geldgedöns rangedönst habe, wie man so schön sagt heutzutage. Boah. Eine kleine Quelle. So. Schaue ich nur gerade, vielleicht findet man ja noch irgendwo diese metallischen Finger oder wie die heißen, gefährliche Flora. Das meinte ich. Diese Pflanze ist mir nicht bekannt. Daher bestraft mich bitte nicht Lügen oder Lügner. Ich glaube, die kam mit dem Update rein.
Ich müsste mal schauen, aber es interessiert mich ja eigentlich nicht. Ich versuche ja ein Serienkonzept hier draus zu machen. Genau. So, da. Wenn wir noch metallische Finger finden, nehmen wir die noch mit. Und dann passt das hier für heute. Genau. Dann habe ich alles im Prinzip für eine Episode mal so halbwegs erklärt. Den Rest erkläre ich dir dann, wenn wir ab in dieses Let's Play gehen. Genau. Ich würde sowieso mal sagen, bevor wir in dieses Let's Play gehen, werde ich mir erlauben, danke Annegret oder Therese, wie du auch immer heißen magst, mir egal. Ich glaube, wir werden uns in Staffel 1 sowieso erstmal den Basenbau widmen, genau. Und vor allem der Suche nach den Konstrukteuren oder den Technikern. Genau, das werden wir in der ersten Staffel machen. Da gibt es ja einiges. Dann müssen wir eh mal mit so einem Kampfläufer kämpfen und so weiter und so fort. Ich möchte aber dahingehend versuchen, das Schiff noch ein wenig aufzupimpen. Also Pimp My Ride für Anfänger. Ich meine, es ist jetzt eh nicht schlecht unterwegs, die kleine Kiste hier. Aber man weiß ja nie, was kommt. Mal scannen. Metallfinger suche ich noch. Und dann zeige ich dir, warum das Ganze so ergiebig ist. Auf Dauer gesehen. Das Ganze, ich glaube, den habe ich schon. Ja, das interessiert mich jetzt nicht. Wir werden noch so viele Frachter finden. Da ist mir dieser eine scheißegal. Danach, wo haben wir denn so Metallfinger erst? Und ja, dieser kleine Planet hier, der ist gar nicht so klein. Etliche Stunden bin ich ja schon hier drüber gedeichselt. Es gibt Tage, da finde ich en masse. Und dann gibt es Tage, da muss ich wirklich suchen nach den Fingern und nach diesen Kristallen, die du gerade gesehen hast. Und ja, warum ich sage, dass der Spielstand jetzt bereits nach 70 Stunden ein gewaltiges Ausmaß angenommen hat. Ich war in noch keiner Galaxie, noch nie. Soweit habe ich noch nie gespielt. Ich kenne das Ende nicht mit diesem Atlas. Ich kenne keine Galaxien mit Iridiumantrieb zu erreichen ist oder wie heißt das andere? Du kennst die zig verschiedenen Antriebsarten im Hyper-Blumsklo des verrückten Seins hier in diesem Spiel. Das kenne ich alles noch nicht. Und ja, die Bürgermeistermission kenne ich schon insoweit. Die gefiel mir eigentlich sehr gut. Und dann gibt es ja noch die Mission, die kriegst du bei einem Händler auf jeder Raumstation, wo du, ich glaube, 10.000 Schrott brauchst, um auf so ein Schiff zu kommen, das herrenlos ja, im All herumpökelt. Ja, genau. Und da kannst du halt einsammeln. Das ist auch nicht uninteressant. Aber mal schauen, was das Ganze noch bringt. Dann haben wir ja noch die Rebellengalaxien vor uns. Ja, genau. Und noch ein paar drei. Und noch vieles, vieles mehr. Also,
einiges, das ich kenne und anderes, das für mich auch Neuland sein wird in diesem Spiel. Genau. Mir kommt vor, das letzte Update hat auch Performance-Verbesserungen mit sich gebracht. Und solltest du im Hintergrund etwaig einige Geräusche eines Lüfters hören, dann ist es die PS4. Die Pro. Es gibt Momente, da ist sie knusprig, ruhig, und dann gibt es Momente, wo sie, ja, sich schlimmer anhört wie Airwolf. Okay, Baby. Jetzt schau mal, vielleicht finden wir noch irgendwo Metallfinger. Ansonsten beenden wir das Ganze jetzt hier. Du hast mal einen kleinen Einblick in diesen Spielstand. Frag mich jetzt bitte nicht, wann ich diesen Spielstand begonnen habe. Das muss irgendwann gewesen sein. Boah. Welches Update kam da? War das mit dem Angeln oder vorher noch? Frag mich nicht, ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch noch keine Zeit her, gell? Oder bist du... Ja, ich möchte jetzt hier nicht allzu lange herumscheißen. Du hast jetzt gerade gesehen. Ich habe mich für mein altes Intro entschieden hier, weil ich einfach empfinde, das passt ganz gut zu dem Spiel. Auch wenn es mir manchmal gelingt und manchmal versemmle ich die Intros ja dennoch. Naja. Wurscht. Und danach gibt es noch ein kleines Outro. Normalerweise, wenn ich eins gelernt habe, normalerweise findest du Metallfinger und diese schwebenden Kristalle am ehesten in der Umgebung von so einem Bau. Ich glaube, ich habe einen Bug gefunden. Schön. Sehr gut, ich habe einen Bug gefunden. Okay, Speichervorgang läuft. Hier ist eigentlich nichts los. Das gefällt mir. Hier sind sie, Metallfinger. Sehr schön. Die machen wir noch und dann, ja. Und dann Abflug. BZW. Das Spiel bzw. das Let's Play beginnt. Schau, da ist auch ein Bug. Naja. Da, wie du siehst, hier verkaufe ich auch schon mittlerweile, habe ich auch schon angefangen. Hier findet man auch sehr viel in den Welten, Gold und Uran. Nehme ich aber zeitweise, um die Technologien aufzuladen, sowie den Tank. Und hier kommt halt immer aus den Kristallen so ein Scheiß raus. Sind es nur 3 Beispiele und ein bisschen Gold. Ja. Ich hätte mir gedacht, aus Gründen des Werts oben raus hinauf zum Frachter. Genau. Und zum Abschluss... Nö, warte ein bisschen, wir machen was anderes. Zum Abschluss des Ganzen hier Metallfinger, die zerlegen wir noch. Und an dieser Stelle dort drüben werden wir dann speichern. Und sobald ich Ideen habe, wie ich das ganze Serienformat hier angehen will,
werde ich euch Bescheid geben. Auch wieder über den Community Tab. Kann aber alles zusammen noch ein Weilchen dauern. Genau. Denn ich habe noch einiges anderes an Projekten vorbereitet. Genau, so kann ich es ausdrücken. Bla bla bla. Her da. Herrlich. So, wie du siehst, Gold. Uran. Und so habe ich mir das ganze Geld zusammen gesponsert. Genau. Und das alles über 70 Stunden lang. Aber dafür kann ich euch, oder dir zumindest, bisschen mehr Inhalt bieten. Ja, ich habe die Zeit. Ich sag's so, wie es ist. Und wenn irgendwo mal Fragen aufkommen sollten, wie ich es schaffe, 70 Stunden hier blöd um und um zu grinden, ich nehme mir die Zeit, wann ich sie habe, dann mache ich das mal eine Stunde oder zwei, dann lege ich das Spiel wieder auf Seite, nehme sehr viel in Massen auf für 1, 2, 3 Tage, dann habe ich wieder was als Vorrat und so weiter und so fort, trotz meiner Schichtarbeit und Freundin am Wochenende. Genau. Alles eine Frage. Ja, alles eine Frage, genau. Ich habe keinen Stress, ich tue mir das nicht an. Und um es mal ganz frech zu formulieren, Stress streut wie Krebs. Ich hoffe, du hattest jetzt einen kleinen Spaß hier in dieser kleinen angespielt Session für das neue Serienformat bei No Man's Sky. Es kann sein, dass ein, wie heißt dieses PS4-Spiel? Auch ein Open-World-Spiel. Days Gone auch diesem Serienformat in dieses Serienformat fällt. Nennen wir es mal so. Ja? Also dann. Ich hoffe, du hattest nun einen kleinen Spaß hier und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und bitte nicht, bitte habt keinen Stress, bitte habt Geduld. Es kommt, wenn es fertig ist. Bis zum nächsten Mal und Baba.